Und somit grüß dich zurück zu Mass Effect. Wie in der letzten Aufnahme schon angesprochen, werden wir uns nun dem letzten von den 4 Gate-Außenposten widmen. Eigentlich ist es ja dann der 5., ist auch wurscht. Aber wir wollten vorher was anderes machen. Zuerst speichern wir mal. Und dann kann ich da jetzt sagen, warte mal kurz. Wo war denn das jetzt da? Da. Wir haben 6 Punkte zu vergeben. Ach, ist das schön. Da wird ja unser Shepard zum Übermuli. Na, das machen wir noch nicht. Oder? Doch, wir machen das jetzt da ganz einfach. Da schau ich das hinhaut erst. Da wird ja selbst... Da zerstören wir eine. Da rüsten wir eine aus. Avenger 2, die können wir in Universalgel umwandeln. Die können wir in Universalgel umwandeln und dich. Dann haben wir Schrotinger Flinten. Ja, 137, ja, Hurricane. Wir werden einfach die 3 in Universalgel umwandeln. 152, 71, 66. Und was hat die? Die 2 können wir zerstören. Ja. So. Und die bauen wir in Universalgel um. Diese auch. Ja. Genau. Dann haben wir die Pistole. Da haben wir Edge 3, Striker 3. Die zerstören wir. Aber die rüsten wir aus. Die können wir zerstören. Genau. Dann haben wir das Präzisionsgewehr. Hammer 3. Sind beide scheiße, eigentlich. Weißt du was? Bei dem warten wir noch ein bisschen. Da sind wir durch. Da haben wir nichts, da haben wir auch nichts, da sind wir fertig. Okay. Squad. Wir werden unser Shepard... Einigkeit. Squad-Mitglieder können sofort geheilt werden und wieder kämpfen, falls sie im Kampf niedergestreckt werden. Das ist gut. Erhöht Dauer, ja. Achso, wir machen das gleich viel. Erweiterte Einigkeit lässt tote Squad-Mitglieder mit 40% Gesundheit und 75% Schildkraft wieder aufstehen. Jawohl, Baby! So wollte ich das und nicht anders. So, jetzt da. Jo. Achso, wir sind da im Dingsmenü herinnen. Im Hauptmenü, beziehungsweise im Schiff. Das werden wir dann, wenn die Crew wieder beieinander ist, machen. Genau. Jetzt suchen wir uns mal den letzten Gate-Außenposten, den wir angreifen werden. Raingiri waren wir da nicht schon das letzte Mal? Ja, sicher waren wir das letzte Mal. Dann haben wir das eigentlich fertig da soweit. Warte mal. Grissom. Dann muss der letzte Gate-Außenposten da sein. Na, schauen wir mal. Bender. So, lass ich wieder ein paar Sekunden. Erkunden. Beim Scannen von Bender haben sie ein uraltes salarianisches Schiff gefunden. Es wurde ein kleines Aufklärungsteam eingesetzt, um nach wertvollen Dingen zu suchen. Der einzig wertvolle Gegenstand, den sie fanden, war ein Medaillon des Salarianerordens. Lesen ist schwer, ich weiß. Zaharux, sonst gibt's da nix. Solkrum, Notanbahn, was haben wir denn da? Zaharux. Dort haben wir wieder mal ein paar Sekunden. Ich meine, du siehst das eh. Puh. Erkunden. Beim Scan dieses Planeten haben sie ein großes Vorkommen von Beryllium auf dem kleinen nahegelegenen Mond entdeckt.
Ja, das gefreut mich. Wirklich, das was für die Umwelt da haben. Ne? Mein Gott, lassen wir das Thema. Ja. Ja, ja. Der Umweltschutz, ja, ja. So wie es unsere Grünen da in Österreich machen, ne? Ja, was soll ich das sagen? Die letzte grüne Abgeordnete wurde, ja, wurde dabei erwischt, wie sie halt mal von Wien nach Vorarlberg mit dem Flieger geflogen ist. Mhm. So viel zum Thema, gell? Wasser trinken und Wein saufen. Ja, manches Mal, weißt du, manches Mal kannst du über solche Dinge einfach aufregen, weil ich als Pendler, gell, im Prinzip irgendwo auf mein Auto ein bisschen angewiesen bin und mir mein Auto, das ich mir gekauft habe, mit dem ich rumfahren will, wie der Hans Söllner immer gesagt hat, möchte es halt dann schon genießen, auch, gell. Aber alles wird da verboten. Naja, gut. Los mal's. Wir konzentrieren uns lieber auf Mass Effect. Das ist lustiger. Und ja, genau. Schimpfen da mal anders mal. Erkundungsmedaille 3. Landen Sie auf 8 unerforschten Welten. Na gut. Unverarscht. Kann man das so sagen? Nö. Darf man nicht. Gut. Da steckt Arsch im Wort. Blutbad. Jetzt schaust du klar. Fitness und wir gehen, ja, machen da die Barriere weiter. Genau. Dann haben wir da nochmal ein Squattinger Mitglied, das ist die gute Tali, Pistole, Basispanzerung. Weißt du was, die 5 Punkte investieren wir bei ihr da mal durchgehend, genau. Ich hätte gesagt, wir speichern jetzt nochmal, weil sollten wir jetzt wieder drauf gehen, dass wir aktiv sind. Was? Hörst du da rein jetzt so einen Scheiß? Anomalie, das interessiert keinen. Mir Smaufe auf den Berg, mir Smaufe auf den Berg. Oder wie eine alte sizilianische Bauernweisheit besagt, Steirer Mensan wäre gut. Was? Da fehlt noch ein Stück. Ein kleines Stück zum Glück. Ja, das ist eine große Frage. Ich kann mich an diesen Geht-Außenposten einfach nicht mehr erinnern. Ach, wie tragisch. Bin ich jetzt eigentlich richtig? Na, gell? Man weiß es nicht genau. Doch, da bin ich richtig. Schau, da blüht es ja schon rot auf. Mhm. Batsch! Kurzen Augenblick, sollte es jetzt gleich krachen, dann habe ich mich... Entschuldigung. Hui!
So, wo ist der Geht-Außenposten? Gut versteckt, hä? Wie mir scheint. Oder wie sagte einst ein Edmund Sackbauer? Hörst, mein Bier ist nicht deppert! Hoppala. Wow. Wie denn überhaupt? Na, da geht's rund, hä? Wenn du wirklich glaubst, dass ich mich da oben stelle, hast du auch geschnitten. Dankeschön. Dankeschön. Boah. Dankeschön. Schon wieder Stufen aufgestiegen. Das geht ja halt flott dahin, hä? Hui! Das ist mir heute ein bisschen zu viel. Hui! Da schau. Hui! Umgruppieren. Aber warte mal, steigen wir nochmal ein. Ausrüstung? Was? Boah. Avenger 3. Hammer 2, A3. Ja. Wurscht. Zurück. Das Squad. Oh, wieder 2 Punkte. Wir werden aber vorher erst einmal unsere Begleiter machen. Schau her. Und zwar einmal die Stase freischalten. Und Fitness, genau. Unseren Shepard machen wir zum Schluss. Wir kümmern uns heute um hier und hier. Jo. Und jetzt machen wir wieder unsere nette Lady. Weißt du was, wir werden gleich bei der Pistole bleiben, oder? Schwere Panzerung, jawohl, Baby. Genau so will ich das. Genau, sehr gut. Na, jetzt zu Normandy. Wir wollen da rein, ihr Schlauberger. Oh Gott. Ich glaube zu wissen, was das für ein Abschnitt ist. Schilde sind Boah. Also eins muss ich sagen, die KI ist bei weitem besser wie den Fallout. sollte sie ausbremsen. Aber jetzt! Ich wollte eigentlich nachladen. Boah. So. Pirscher.
muss man von der Wird Seite. eingeschaltet. Oh. Beeilung, Shepard. Da geht Titan. Oder auch Titanfall, oder wie? Hä? Hä? Da gehe ich auf die Knie. Das war ein guter Geht-Pionier. Nehmen wir alles mit. Shit! Sie haben einige verschlüsselte Gate-Daten entdeckt. Auf diesem Gebiet geschulte Experten könnten daraus viel über die Entwicklung der Gate seit ihrem Kampf gegen die Quarianer lernen. Daten herunterladen. Was ist das? Pistole Kessler 3 und Schrotflinte Hurricane 4. Interessant. Aber Abracadabra. Wir sahen. Da müssen wir auf. Also ein Gehtwurstel ist einer da. Na, das geht mir ziemlich auf die Eier. Boah. Das ist ungefähr so wie in Generation Zero mit der Möller auf einen Apokalypse-Tank gehen. Schilde deaktiviert. Ja. Okay. Er steht ein bisschen ungut. Schilde deaktiviert. Der weiße Riese. Wo ist eigentlich die Tali? Ich glaube, die ist ausgefallen. Weißt du, wir riskieren nur eins. Ausrüsten Reaper, Avenger. Probieren wir mal. Wow. Schilde sind von. Junge, wir können das Spiel gern weiterspielen. Ich bin jetzt im Wochenende. Au! Während der letzte Gate fällt, erklingt Musik von der anderen Seite des Raums. Auf dem Bildschirm sieht man einen Quarianer vor einer ergriffenen Menge, der ein Trauerlied über verlorene Welten und Unschuld vorträgt. Das aufgezeichnete Lied wird in die Gate-Welten jenseits des Perseus-Nebel übertragen. Die Transmitter deaktiviert sich. Ah, jetzt ist sie wieder munter. Ich glaube, wir sind hier fertig.
Oder was sagst du dazu? Na, warten wir mal an. Die geht, die haben ja immer eine Überraschung für uns offen. Ja, begrüße Tali, na? Auch wieder aus dem Land der Träume erwacht. Hm? Ja, ich glaube, da sind wir fertig. Da haben wir alles, da haben wir alles. Gehen wir zurück zum Schiff. Oder wir werden da jetzt noch mehr angegriffen, das kann natürlich auch sein. Gefahrenstufe 1. Hä? Wieso wird mir da noch irgendwas angezeigt? Warte mal. Karte. Plot. Da wird das irgendwas übersehen. Tali und die geht. Sprechen Sie mit Tali, sobald Sie wieder an Bord der Normandy sind. Okay, das geht da noch weiter. Asari nach Kampfzeichen, turianische wertvolle Mineralien. In den Videonachrichten wurde davon berichtet, dass vor kurzem der Kontakt zu einem Forschungsteam im Hades Gamma Cluster verloren gegangen sei. Begeben Sie sich in das Hades Gamma Cluster und finden Sie heraus, was dort vorgefallen ist. Der Fan, boah, siehst du, was wir noch zu machen haben. Auf der Zitadelle haben sie einen Allianz-Patrouillen-Report entdeckt. Eine der Patrouillen hat einige ungewöhnliche Aktivitäten im Hydra-System des Argos Row Cluster gemeldet. Also, wir reisen jetzt einmal zur Normandy und sprechen dann da schnell mit der Tali. Genau. Wenn ich mich nur recht entsinnen könnte, wo die Tali am Herumtalieren ist. Begrüße. Kodex. Na komm. Da gibt es ja noch irgendwas. Fahrstuhl aktivieren. Shepards Wach. Oh. Boah, geil. Ja, natürlich alles mit. Ist ja klar. Stasiskammer. Kodex. Ist in Ordnung. Wo ist die Tali? Personalhandbuch. Da haben wir nichts. Was? Da haben wir auch nichts mehr. Wo müssen wir zur Tali, bitte? Es gibt ja da auch so viel kleine Missionen neben und hin und her. Ah ja. Ich kann mich schon wieder erinnern, wo unser Tali sein könnte. Die Guteste hat sie auch versteckt. Warte mal. Da ist die Tali Baba. Techniker Adams. Hey, Commander, wissen Sie was? Diese Quarianerin, Tali, sie kommt andauernd hier unten vorbei und fragt mich nach dem Schiffsantrieb. Ich werde ihr sagen, dass Sie sie in Ruhe lassen soll. Was? Nein, sie ist wirklich außergewöhnlich. Ich wünschte, meine Leute wären nur halb so clever wie sie. Noch einen Monat an Bord und sie wird sich besser mit dem Antrieb auskennen als ich.
Sie hatte ein außerordentliches technisches Talent. Kann schon verstehen, warum Sie sie an Bord genommen haben. Erzählen Sie mir etwas über das IES-Tarnsystem. Wie funktioniert das genau? Hier draußen im All kann man kein Schiff verbergen. Schiffe geben zu viel Hitze und Strahlung ab. Dadurch sind sie einfach mit Sensoren zu orten. Also muss man diese Energieabgabe eindämmen. Unser IES-Tarnsystem nimmt die vom Schiff abgegebene Energie auf und speist sie in schiffsinterne Speicher ein. So kann das Schiff nicht von Sensoren erfasst werden. Aber diese Speicher müssen von Zeit zu Zeit geleert werden. Nach ein paar Stunden im Tarnmodus überhitzen sie. Dann würden wir in unserer eigenen Hülle gekocht werden. Wo haben Sie noch gedient, Adams? Auf fast allen Schiffsklassen der Allianz. Von Schlachtschiffen über Frachter bis zu Fregatten wie der Normandy. Meine letzte Station war die Tokyo. Nur ein Kreuzer, aber ein gutes Schiff. Nichts im Vergleich zur Normandy natürlich. Erzählen Sie mir etwas über die Normandy. Sie ist das beste Schiff, auf dem ich je gedient habe. Vielleicht das schnellste Schiff, das je gebaut wurde. Und das einzige Schiff mit dem neuen Tantalus-Antriebskern. Was ist so Besonderes an dem Tantalus-Antriebskern? Er ist von seinen Maßen her zweimal so groß wie die auf den anderen Schiffen. Das macht unser Schiff nicht nur schneller, sondern wir können auch länger bei Überlichtgeschwindigkeit fliegen, bevor wir den Beschleuniger austauschen müssen. Gute Arbeit. Weitermachen, Adams. Jawohl, Commander. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Ja, wir werden jetzt ein bisschen plaudern. Warte mal kurz. Wir müssen mit der Tali sowieso reden. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Es ist wichtig. Stimmt etwas nicht? Es geht um die Daten, die Sie der GET-Steuerungseinheit entnehmen konnten. Die Informationen, die Sie der Allianzkontrolle übermittelt haben. Ich möchte eine Kopie davon. Ich gehe davon aus, dass Sie diese Daten der Migrantenflotte übermitteln möchten. Diese Dateien enthalten Informationen, mit deren Hilfe wir die GET vielleicht besser verstehen können. Sie könnten der Schlüssel dazu sein, unsere Heimatwelt zurückzuerobern. Sie glauben also, dass Sie mit Hilfe dieser Informationen Ihre Feinde eliminieren können? Nicht sofort. Wir müssen sie erst analysieren. Das könnte Jahre dauern. Aber so können wir erfahren, wie sich die GET in den letzten Jahrhunderten verändert und weiterentwickelt haben. Geht in Ordnung. Fertigen Sie eine Kopie an. Mein Volk und ich stehen tief in ihrer Schuld. Ich werde sie nie zurückzahlen können. Ich kann Ihnen nur anbieten, was ich ohnehin schon versprochen habe. Dass ich bei Ihnen bleibe, bis wir Saren und die GET besiegt haben. Mehr habe ich nie erwartet. Ich danke Ihnen, Shepard. Ja, bitte gern geschehen, Tali. Mei, die Charaktere, die wachsen an mit der Zeit so richtig ans Herz. So, jetzt reden wir mal mit dem Garus. Jetzt haben wir mit der Tali geredet. Reden wir mal mit dem Garus, was der alles so weiß. Commander, das war gute Arbeit. Ich wusste, dass die Zusammenarbeit mit einem Spectre besser ist als das Leben bei der Zitadellsicherheit. Haben Sie schon mal mit einem Spectre zusammengearbeitet? Nun, eigentlich nicht. Aber ich weiß, wie sie sind. Spectres machen ihre eigenen Regeln. Sie können die Dinge auf ihre eigene Weise regeln. Bei der Zitadellsicherheit ertrinkt man in Vorschriften. Diese verdammten Bürokraten sitzen einem immer im Nacken. Es hat seine Vorteile, ein Spectre zu sein. Mein Reden. Wenn ich versuche, einen Verdächtigen zu verhaften, sollte es unwichtig sein, wie ich es tue, solange ich es überhaupt tue. Aber die Zitadell-Sicherheit will, dass es auf ihre Weise getan wird. Protokoll und Prozeduren stehen an erster Stelle. Und darum musste ich gehen. Sie gingen, weil Ihnen nicht gefiel, wie Sie die Dinge regeln? Es steckte mehr dahinter. Anfangs war es bei der Zitadell-Sicherheit gar nicht übel. Aber je höher mein Rang wurde, desto mehr schränkte man mich ein. Die Art, wie die Zitadell-Sicherheit mit Saren umging, war typisch. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich gehe nur ungern.
Sie haben das Richtige getan. Das Leben ist zu kurz, um rumzusitzen und darauf zu warten, dass etwas geschieht. Ja, da haben Sie wahrscheinlich recht. Ich habe jedenfalls vor, das Beste aus der Situation zu machen. Und ohne die Zitadell-Sicherheit, die mir über die Schulter sieht. Nun, vielleicht kann ich die Sache zur Abwechslung mal auf meine Weise regeln. Solange Sie Ihren Job gut machen, können Sie Ihre Angelegenheiten auf Ihre Weise regeln. Danke, Commander. Sehr gut, jetzt reden wir mit Rex und da werden wir die ganze Aufnahme dafür heute einmal beenden. Wer bist denn du? Ashley. Commander? Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Ich wünschte, du wärst früher hergekommen. Nimm's nicht persönlich. Ich bin froh über die Rettung. Ich wünschte nur... Sie sind tot, du lebst. Sowas passiert bei diesem Job. Ja, Commander. Ich verstehe das. Glaub mir. Wäre ich wachsamer gewesen, dann wären wir nicht in diesen Hinterhalt geraten. Geh Mädchen, das ist nicht deine Schuld. Die Geht sind perfekt im Legen von Hinterhalten. Sie bewegen sich nicht, sie geben kein Laut von sich, sie atmen nicht einmal. Sie haben leuchtende Köpfe. Ich werde dafür sorgen, dass es nie wieder geschieht. Können wir uns kurz unter 4 Augen unterhalten? Sicher. Ich hatte gehofft, Sie hätten kurz Zeit für mich. Nur unter uns. Natürlich. Meine Tür steht immer offen. Wenn Sie Sorgen haben, immer raus damit. Okay. Ich weiß, dass auf der Normandy einiges anders läuft, aber ich mache mir Sorgen wegen der Aliens, Vakarian und Rex. Bei allem gebührenden Respekt, Commander, sollten Sie wirklich auf dem ganzen Schiff herumlaufen dürfen? Wie meinen Sie das? Probieren wir es einmal so. Rücken Sie mit der Sprache raus, Chief. Was liegt Ihnen auf dem Herzen? Dies ist das fortschrittlichste Schiff der Allianz Navy. Ich denke, wir sollten Ihnen nicht uneingeschränkt Zugang gewähren, damit Sie Ihre Nase überall reinstecken können. Maschinen, Sensoren, Waffen. Sie trauen den Verbündeten der Allianz nicht? Ich bin mir nicht sicher, ob man die Ratsvölker Verbündete nennen kann. Wir, die Menschen, meine ich, müssen lernen, uns auf uns selbst zu verlassen. Prinzipiell, auf das, was auf uns zukommt mit dem Shepard, werden wir Verbündete brauchen. Dass man seinen Mann stehen kann, heißt noch lange nicht, dass man es allein tun muss. Ich denke, wir sollten mögliche Verbündete nicht abweisen. Ich denke, wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass sie auch Verbündete bleiben. Die Ratsmitglieder mögen jetzt noch so nobel erscheinen, aber wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen, werden sie uns verlassen. Wie zynisch, nicht unbedingt. Die Ratsmitglieder mögen jetzt noch nobel erscheinen, aber wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen, werden sie uns verlassen. Schau, da ist das gefällt mir am besten. Ich denke nicht, dass es so kommen muss. Sehen Sie, wenn man gegen einen Bären kämpft und nur überleben kann, indem man seinen Hund auf ihn hetzt und wegläuft, dann tut man das. Auch wenn man seinen Hund noch so sehr liebt, ist er trotzdem kein Mensch. Es ist kein Rassismus. Nicht wirklich. Angehörige ihres eigenen Volkes werden ihnen immer wichtiger sein als die Menschen. Sowas habe ich schon früher gehört. Warum denken Sie das? Ja, es ist kein Rassismus. Nicht wirklich Angehörige ihres Volkes werden ihnen immer wichtiger sein als die Menschen. Prinzipiell hat sie ja nicht Unrecht. Allerdings, was in der heutigen... Ich will nicht ausführen zu dem Thema, aber es gibt eine Kleinigkeit, die jeder vergisst. Wurscht, ob jetzt ich als Österreicher woanders siege oder umgekehrt. Du musst das reflektiert sehen, beziehungsweise spiegelverkehrt. Es gibt eine einzige kleine Sache. Die fehlt heutzutage. Es fehlt das Prinzip, oder beziehungsweise es fehlt der große Elefant im Raum der Anpassung.
Und um genau das geht's. Es ist immer in der Anpassung zueinander findet man vielleicht noch irgendwo einen Schlüssel, das besser wird. Aber momentan glaube ich es nicht mehr. Warum denken Sie das? Sie scheinen da eine feste Überzeugung zu haben, Williams. Wie kommt das? Meine Familie verteidigt die Allianz schon seit ihrer Gründung. Mein Vater, mein Großvater, meine Großmutter, sie haben alle ein Gewehr in die Hand genommen und den Diensteid geschworen. Wir neigen wohl dazu, die Interessen der Erde als unsere eigenen anzusehen. Untersuchen. Ihr Dienst. Das klingt nicht, als hätten Sie schon mal mit Aliens zusammengearbeitet. Nein, Ma'am. Ich war meist am Boden stationiert, gehörte zur Garnisonstruppe. Ich war mal für eine Zusatzausbildung auf einer Raumstation. Jeder Marine ein Schütze. Und jeder Schütze auch in Schwerelosigkeit effektiv. Sie saßen am Boden fest, was? Nur einmal? Das ist seltsam. Ihre Akte ist makellos und Ihre Technikkenntnisse sind überragend. Sie sollten bei der Flotte dienen. Das ist jedenfalls der Grund, warum ich kaum mit Aliens gedient habe, Sir. Militärfamilie? Ich habe meine Familie nie kennengelernt. Ich wuchs als Waise auf der Erde auf. Sollte ich von irgendjemandem aus Ihrer Familie schon mal gehört haben? Ich glaube nicht, Commander. Und warum sind Sie hier draußen? Wollten Sie einfach nur von der Erde weg? Wegen der Action. Ich bin hier, um die bösen Jungs mit Hochgeschwindigkeitsgeschossen voll zu pumpen. Das macht bei diesem Job den meisten Spaß, Commander. Okay, mir ist jetzt klar, worauf Ihre Sorgen beruhen. Aber dies ist eine multilaterale Mission, Williams. Sie müssen mit den Aliens zusammenarbeiten, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Das wird kein Problem darstellen, Commander. Wenn Sie sagen, spring, frage ich nur, wie hoch? Wenn Sie sagen, ich soll einen Turianer küssen, frage ich Sie, wohin? Danke. Es wird wohl nicht erforderlich sein, dass Sie Turianer küssen. Man weiß nie, Commander. Wegtreten, Chief. Ma'am? Was wollt ihr jetzt noch sagen? Irgendwas ist mir jetzt gerade noch eingefallen zu dem Thema. Kurz und schmerzlos. Die letzten 3 Jahre, wenn du dich ein bisschen zurückerinnerst, haben wir eigentlich genau das Gegenteil gesagt. Mir kommt momentan vor, es ist wurscht in welchen Hinsichten und Belangen, der Mensch entwickelt sich immer weiter zurück. Je weiter die Technik voranschreitet, wir entwickeln uns zurück. Je weiter die Zeit voranschreitet, je weiter entwickeln wir uns zurück. Ich habe irgendwo einmal gehört, es ist das Jahr 2023 und heute soll der 10.3. sein. Das mag jetzt ein bisschen deppert anhören. Für mich persönlich, wenn ich heute aufstehe, ist für mich morgen. Und wenn ich am Nachmittag Schicht habe, ist für mich am Tag. Und ja, wer sagt mir, dass jetzt wirklich das Jahr 2023 ist? Die Dinosaurier haben ja auch keine Zeit gehabt. Für die hat es geheißen, wenn es dunkel ist, schlafen gehen. Wenn es hell ist, jagen. Und dann hat es die umgekehrte Variante gegeben von die Nachtaktiven und die Tagschlafer. Ich meine, jetzt ist ein blöder Vergleich, aber überleg einmal bitte. Ja, das ist wurscht. Weißt du was? Vergiss das, was ich jetzt gesagt habe. Das sind alles so wehleidige Themen, von die ich eigentlich schon gesättigt bin. Wir werden jetzt nochmal da hergehen. Brauchen Sie Vorräte? Ja. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. Na bitte gern geschehen, jetzt haben wir es benannt. Warte mal kurz. Verkaufen. Ich weiß, dass wir was dabei haben, was wir das letzte Mal irgendwo mitgenommen haben. Aber wo ist der Blödsinn? Rüstungsupgrade. Rückkauf. Kaufen. Verkaufen. Weißt du was, das müssen wir uns alles noch mal ein bisschen besser anschauen. Weißt, ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich auf Montage unterwegs war zum Beispiel. Da hat's, da war es das Junge dort, ich bin mir mit Sorte 21 oder
20, 21 Jahre, bin ich auf Montage gegangen und dann war ich halt mit die alten Monteuren unterwegs damals, die halt, 30 Jahre dort waren, aus der monatelang, und die haben sich halt die ganze Welt angeschaut. Muss man jetzt mal so sagen. Und von der hast du dann am meisten lernen können. Und da hat's halt, weißt, wenn die früher einmal auch unter Kollegen, wenn es bei da keine Diskussion gegeben hat, dann hast du ja 2-3 Minuten angeschrien, dann bist du auf einen Café gegangen und die Sache hat sie gegessen. Dann hast du dir ausgeredet, da wieder die Hand gegeben und dann hat wieder alles passt. Heute musst du aufpassen, dass du bei jedem Scheiß einen Pfeil im Kreuz hast. Herr im Himmel, bitte bewahre die Menschheit vor Böserem, weil wir kennen es nicht mehr. Nö. Ich freue mich schon, wenn in die österreichischen Medien das Thema wieder hochkocht, wenn es heißt, die FPÖ, der Kickel, war beim Orban in Ungarn. Also nein, lass mal. Nein, aus, Kenny! Aus! Du, was bützt da ein? Shepard, was kann ich für Sie tun? Persönliche Frage. Erzählen Sie mir von sich, Rex. Da gibt es nichts zu erzählen. Gehen Sie zur Quarianerin, wenn Sie Geschichten wollen. Jetzt ziehen Sie sich nicht so. Kroganer werden hunderte von Jahren alt. Sie können mir nicht weismachen, dass Sie nicht ein paar Abenteuer erlebt hätten. Also, es gab einmal eine Zeit, wo die Turianer fast unser gesamtes Volk ausgelöscht haben. Wundervolle Geschichte. Ich habe davon gehört. Das Gleiche haben Sie auch mit uns versucht. Das ist nicht das Gleiche. Klingt verdammt ähnlich, finde ich. Dann wurden Ihre Leute auch durch eine genetische Mutation infiziert. Eine Infektion, die dafür sorgt, dass nur eines von 1000 Babys die Geburt überlebt. Und auch Ihr Volk droht, dadurch auszusterben. Ja, der Mensch macht es einfach selber als Aussterben. Das ist ja scheißegal, wie du es drast und wennst. Es ist im Prinzip scheißegal. Ja. Weil auch wir rotten uns durch etwaigen Scheiß immer wieder aus. Gutes Argument. Stimmt, es ist nicht das Gleiche. Ich erwarte nicht, dass Sie das verstehen. Aber vergleichen Sie nicht das Schicksal der Kroganer mit dem der Menschen. Heikles Thema. Ich wollte mich nur mit Ihnen unterhalten. Ich wollte Sie nicht verletzen. Ihre Ignoranz verletzt mich nicht, Shepard. Und die Kroganer habe ich schon vor langer Zeit aufgegeben. Wir leiden zwar an dieser Infektion, aber nicht sie ist es, die uns tötet. Auslöschung. Dann stirbt Ihr Volk wirklich aus? Zumindest geht es uns nicht gut. Wir sind zu weit verteilt. Niemand von uns ist daran interessiert, in unserem eigenen System zu bleiben. Infektion? Was für eine Infektion ist das? Fragen Sie am besten die Salarianer, sie haben uns das angetan. Ich weiß nur, dass sie die Fortpflanzung unmöglich macht. Tausende Babys sterben noch im Kindbett. Die meisten schaffen es nicht einmal bis dahin. Jeder Kroganer ist infiziert, jeder verdammte Einzelne. Und niemand ist daran interessiert, ein Heilmittel zu finden. Warum versuchen die Kroganer nicht ein Heilmittel zu finden? Wann haben Sie zum letzten Mal einen kroganischen Wissenschaftler gesehen? Wenn Sie einen Kroganer fragen, ob er ein Heilmittel finden oder für sein Volk kämpfen will, wird er immer dieselbe Antwort geben. Er wird kämpfen wollen. So sind wir Kroganer, Shepard. Ich kann nichts daran ändern, niemand kann das. Unser mürrisches Mammut. Bis dann, Rex. Shepard, Unser mürrisches Mammut, der Rex. Gut, ich hätte gesagt, wir beenden den ganzen Quagel da für heute. Jetzt sind wir schon Stufe 17. Au. Wo geht's da hin heute, ha? Erweiterter Schütze. Weißt du was? Ich möchte aber trotzdem noch 2 Punkte. Da sind wir durch. Ich tat gern.
So. Gut, die nächsten müssen wir dann eh so von der Hand nachladen. Genau. Weil es ist wurscht, wie du es heutzutage drast und wendest. Wenn du so ein Mensch bist wie ich, der sich die Dinge mittlerweile sehr differenziert von beiden Seiten anschaut, sitzen wir leider in der Scheiße. Genau. Und mit diesem beschissenen Thema bis zum nächsten Mal. Baba.